En we willen wieder gaan in een series van deel aan ons Eewja Hopninj. En wanneer dit beeld zijn dan wat we zoals een graphic hebben, een beeld voor ons series, je worden zo een beetje denken, wat bedient dit beeld? En ik wil er een klein beetje van reden wat het is. Je worden zijn dat op dit beeld is het een klein beetje donker, reinig. En ik geloof vele van ons, we denken en we kijken nog naar wat in onze wereld aangaan deed en we denken, dit zijn vielleicht een beetje diestere tijden. Maar wat is, oder wer is onze Hopninj, wanneer dingen niet zo ramkomen als wat we wensen? En dan merkt du hast een kriets. En dat is een symbool van Jezus. Hij is onze Eewja Hopninj. So laatste zin zeggen we, wo Himmel in uitzicht gaan en verder wat kijken, tot wat nog komen wordt, dat onze Hopninj is. En jeder eine van ons, we zullen verder wat kijken tot den dag wat we wollen en dat Eewja woning aankomen wat God voor ons gemerkt heeft. Dat zal ons freien. Wir sollen unsere Horten, unsere Gedanken reinmerken für den Himmel. Wir sollen nicht bloß für diese Welt leben, wir sollen für den Himmel leben. Und das meint, dass wir unseren Hort ordentlich anstellen tun. So, wir wollen ein klein bisschen in den nächsten paar Botschaften diesen Thema durchgehen und sein Wort passiert in den letzten Tiden. Und wo sollen wir die letzten Tiden verstehen? Und wo sollen wir Jesus Christus in Wadakomen verstehen? Ich will nicht so viel Zeit nehmen in dieser Series, um da klar uitleggen wat kommt, wir wollen ein klein bisschen von reden. Aber wo sollen wir uns reinmerken? So sollen wir uns hart reinmerken für Jesus Christus in Wadakomen. Und dort wird kommen. Und gerade Ding, was ich will haben, wir sollen Pfoten von diesem Thema ist das. Jesus Christus ist unsere Hopninj. Wir dürfen uns nicht ängsten. Wir dürfen nicht eine Angst haben oder eine Furcht haben von was wird kommen. Wir sollen uns freuen für die Zukunft. Nicht was hier in der Welt wird einmal schein sein, aber dass Jesus kam trägt und er hat uns das versprochen. Alles was artig ist, wird er reich merken. Alles was zwei ist, wird er reich merken. Und alles was uns diese Loten der Eewja Licht kommt, und er wird alles reich merken. Das ist ein Thema an Jesus Christus in Wadakomen. Ich glaube, über die Jahre sind wenige Themen, die mehr Zeit haben, die mehr Zeit verdreven haben in der Kirche. Vielleicht ist es auch ein Thema, wo viel Missverständnis eben ist. Und du hast auch einen großen Unterschied von wo Christen das verstehen dann. Und das ist, warum ich will nicht so viel Zeit nehmen, um da klar uitleggen, das Wort dort sein. Aber wo sollen wir das verstehen und wo sollen wir verder mit Hopninj kijken? Die Bibel redet meist 2000 Mal von Jesus Christus in Wadakomen. Das ist noch, was der Stiftgeleder wird uitleggen dann. Und von de Beker in der Bibel, 17 Beker, reden wir veel van Jesus Christus in Wadakomen. En in 23 van de 27 Beker in het Nieuwe Testament redt de schrijver van Jesus Christus in Wadakomen. En dat is wichtig dan voor ons te verstaan, dat in Christen, er zijn beste dingen waar we moeten blijven. Ein Mensch kann nicht ein Christ sein, ohne in beste Dinge bleiben. Ein von den Dingen ist, dass du ein Gott ist. Ein Ding ist, dass du Gott in Dreieinigkeit ist. Ein Ding, was alle Christen müssen bleiben, ist, dass Jesus Christus ist, wie Gott, was in Fleisch kommen wird, dass er an Sündenschuld abverwehrt und dass er den dritten Tag von dort abwachen wird. Ein Ding, was Christen müssen bleiben, ist die Bibel, je von Gott, um uns belehren, uns der Rat und klar merken. Und ein Ding, was alle Christen müssen bleiben, wenn sie Christen sind, ist, dass Jesus Christus hat versprochen, er wird zurückkommen und wir müssen dort vertrauen und glauben, dass das wirklich so ist. Wir lesen in dem Neuen Testament, dass die Kirche in den ersten 100 Jahren, dass wir ein von den Grundlehren, was sie
veel van leeren. En dat Jezus Christus time eerste Mal. En hij wordt eerste tijd waar hij terugkomt. Er zijn in mijn Bibelschoolklassen, ik noem het laatste jaar een klas. En hij zei dat Jezus Christus zijn Wadakomen wie een van de grootste thema buiten waar we zalig worden, wat de schrijvers en de eerste kerk zich met treisen deed. So waarom wordt de kerk in de eerste 100 jaar zo denken dat Jezus Christus wordt eerste dag terugkomen? Jezus zei dit in Matthäus kapitel 6, 10 en 28. Hij zei dit. Ik zei jullie het woord het. Hier stonden zinnen die dem dood niet schmecken worden, maar zij de mensen zijn worden en zijn het koninkrijk komen zijn. So Jezus zei dat er würden zinnen zijn, wat dood würden niet schmecken, voordat zij het koninkrijk zijn worden. En dan 5 jaar gingen voorbij, 10 jaar gingen voorbij, 30 jaar gingen voorbij. Dan christenen vangen te twijfelen en vrouwen te vragen, komt Jezus werkelijk terug? En dan vangen ze aan te twijfelen, heeft Jezus Christus al teruggekomen? En hebben we dat dus niet gezien dat hij teruggekomen is? En te deze vraag, heeft Jezus Christus al teruggekomen, we hebben dat niet met kunnen? Paulus schrijft dit in 2 Thessalonica kapitel 2, 1-2. Hier sagt es dit. Ons Herr Jezus Christus wordt wederkomen. En dan worden we met hem taubgebracht worden. Du wengen lei ik jullie dit nu omhoort, lieve broeder. Lohnt je niet zo leicht tegen onderbrengen oder Angst merken, dat Jezus zijn dag zal gekomen zijn. En dan of de nodig der een profetische rede komt, oder der een woord oder einen brief. Den je zullen geschreven hebben. So Paulus sagt hier, laat je niet dergen onderbrengen en angst hebben dat Jezus Christus is al teruggekomen en dat we dat gemist hebben. En dan wieder während der Sonne wir Spaten deiden. Die Christen, die leerden, Jezus kwam terug, Jezus kwam terug. Dan während der Spaten wat zeiden, Jezus kwam niet terug. Hij heeft niet teruggekomen, hij wordt niet teruggekomen. En te dit zegt Petrus in 2 Petrus is dit. 2 Petrus kapitel 3, 3-4 zegt es dit. Eerstens moet je dit verstaan. Dat de laatste tijd später komen worden, deze leven worden als de ene los aantreft. En zeggen, wo blijft hij met zijn verspreken waar te komen? Onze voeders zijn al gestorven. En dat blijft alle kracht zo, als de wereld een aanvang had. En vielleicht hebben we nog maar de vraag. Jezus zei dat hij wordt wederkomen. En dus de eerste kerk dat verstaan dat Jezus Christus wordt bald komen. En nu zijn het al 2000 jaar, wat we worden verken bij onze denken, die zijn verslaapt en Jezus Christus is nog niet teruggekomen. En zo krijgt ons dit hier wordt geschreven naar de eerste kerk, dat we zijn van der ook voor ons. Nee, Christus is nog niet teruggekomen. En we zijn hier nog, we hebben het niet gemist. En we durven ons niet in twijfel laten merken, wil het onderspatten doen dat Jezus Christus nog niet gekomen is. Jezus Christus wordt nog komen. En wanneer hij komen wordt, we worden alle met kennen. En dat is onze Hopninj. So, ik wil niet even gaan een klein beetje, waar zullen we vielleicht een stap terugnemen en Jezus Christus zijn Wadakomen verstaan. Een van de grootste wegen waar we Jezus Christus zijn Wadakomen zullen verstaan, is dat het als poort van God zijn geschichte voor alle tijd. Dat als poort van dat geschichte wat al van eeuwigheid erst geschreven wordt, nach wat passieren.
En dat Geschichte als Hauptgestalt nicht in wat noch vielleicht noch uitkomen, ich weiß noch nicht, krank wo der irgendwas kommt, aber Gott hat Jahren Träger vor der Welt gemerkt wird, dass krank angerecht, dass seine Geschichte, wie krank sie uitfallen ist, er das will. Und als Port von diesen Geschichte sind die Verse Timasch, wo Glück der die ganze Geschichte kommen. Und hier sind ein paar. In Apostelgeschichte Kapitel 3, der 19. Vers und 21. Vers, redet Paulus von das, Petrus redet von das. In der 21. Vers sagt es das. Der Himmel mussten abnehmen, so Jesus musste in den Himmel fahren, but Gott alles verstellen wird, dort er durch seine heiligen Propheten am Anfang von der Welt hat sein lassen. So Gott hat einen Plan für die Geschichte, für History wird wie sein. Dort History wird vergangen hat, dort wird noch was kommen. Gott hat einen Plan. Und Jesus Christus ist in den Himmel gefahren, bei der Zeit, wo alles vollkommen ist, erfüllt ist, was Port von Gott seine Geschichte ist. Das soll sein, dass es ein Portheimer in diesen Geschichte wird auch Port sein von unserem Verständnis von Jesus Christus in Wadakomen. Das erste ist, dass sinnhaft diese Welt verdorben. Diese Welt, dort wird gemerkt, ist verdrisslich. In Englisch würde wir sagen, das ist Chaos. Sinn kam in die Welt nennen und hat alle Sorten verdorben. Jesus Christus ist gekommen, Ordnung bringen, zu dort, was verdorben ist. Noch ich denke erst, dort in Gott sein Plan für History, sei wie dort, wo zwei gemerkt ist, das Gott und Wort Gott, war da trag merken, dass das vor dich ist. Und diesen Geschichte sei wie auch, dass Gott als jenen anrichten, er als jenen beisen. Dort wird beis ist und übel ist, als jenen Gott. Und Gott in dieser Geschichte, das übel rechten, und du wird ein Tag kommen, wo er alle übel, alle beise, alle sinnen, wird rechten. Und dort wird recht ist, wird gewinnen, aber dort wird schlecht ist. Wir sind auch in Gott seine Geschichte, dass Gott hat eine Verlangen, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht haben, dass irgendeiner verloren gehen wird. So wenn wir von Jesus Christus in Wadakomen denken, dann ist es wichtig, dass wir verstehen. Dann. Weil ich glaube, ein von den großen Themen, was wir in der Bibel sein, besonders in dem Alten Testament, und das sehr wichtig ist zu verstehen, für dort, was noch kommen wird, ist, dass Gott ist der ewig König. Er ist der Boss. Er ist der, der herrschen wird. Er ist der, der regieren wird über alles. Du bist keiner, der Herr als am ist. Du sind so eine, was jenen am gegangen sind und was jenen am sind, aber die haben verspielt. Die können nicht gewinnen, die wollen niemals gewinnen. Und Gott hat all gewonnen. Und Gott hat auch ein Recht. Erst fängt dort an, durch Israel hat Gott ein Recht, wo durch seine Offenbarung geben und der Messias-Lein geben so dass Jesus Christus kommt zur Welt kommen, dort uns raten können von unseren Sünden. Und an einem Tag wird Jesus zurückkommen und wird dort erfüllen, das Eewja erfüllen, was anfangen wird, wenn für das erste Mal kommt. Und dort, großer Port von dort ist, dass Jesus Christus wird zurückkommen als ein König und ein König wird rechten wird. Die wir nicht in Arm sind, die wir nicht eine Sinnenvergebung der Christus gekriegt haben, die wollen nicht überhalten als Gott seine heilige Eewja. Und alles, was aardig auf dieser Erde ist, wird gerecht worden durch den ewigen König Jesus Christus. Das ist auch wichtig, dass wir ein bisschen mehr ein Verständnis haben, und wo
diverse Forschen in der Bibelforschen verstehen, was von der Zukunft reden dann. Oder wir würden sagen, dort wird geschrieben aus Prophecy. Das erste Ding, was ich will haben, wir sollen noch verstehen, dass wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht alle Sorten deutlich merken, dass das muss dort sein, dass das wel kann dort soll sein, wenn Jesus Christus wird zurückkommen. Wir haben uns ein System, wir haben uns eine Dose gemerkt. Und wenn wir irgendwas in der Bibel lesen, das von Jesus oder seinen ersten Kommen oder den zweiten Kommen, dort wir fingen ut, wo passt das in diese Dosen an? Wir müssen sehr aufpassen, dass wir in der Bibel zu uns reden, aus der Bibel zu uns reden will. Nicht, dass wir die Bibel nehmen down und sagen, dass in unsere Dosen an, was wir wollen haben, dass alles zu passen soll. Er zijn er een paar wegen wo wir diese Versen lesen. Dan. Wir werden 2000 Versen wat von Jesus Christus zijn tweeden Kommen reden dan, oder Port von dort. Er zijn 4 wegen wo wir diese Versen lesen. Dan. Ich will Engelsche Wiederbrocken, wegen ich weiß, ein paar von diesen Worten nicht bekannt sind. Die erste ist, dass das Future ist, dass alles, was von Jesus Christus in Wadakomen geschrieben ist, dass erst dann, was nach Wort kommt, dass erst in der Zukunft. Das nächste ist, dass dort, was war geschrieben von Jesus Christus in Kommen und sein Recht, was hier auf der Erde wird sein, dass wir Zukunft von das geschrieben wird, aber der History erst dort erfällt. Und das ist der Preterist View. Und was ich meine, das ist, dass ein Beispiel von das ist, wenn Jesus redet, dass der Tempel wird durchgeritten worden, dass wir in der Zukunft von heute dort sein, aber das passiert in 70 AD. Das nächste ist historical. Und das meint, dass diese Themen, was wir sein in Gottes Geschichte, passieren Eewja und Eewja. Und da wird krass sein, wenn Jesus Christus, dort wird von Jesus Christus in Wadakomen geschrieben wird, dort sind also eine Dinge, die sind Eewja und Eewja geworden. Ein Beispiel von das ist, dass Jesus Christus kam, hat die Rechten, er hat die Rechten, er wird nach einmal kommen, zum Rechten. Und der vierte ist, dass es ein Bus Symbol sind, von was geworden ist, was nu von der und da geworden ist, und dort, was noch geworden wird. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass du erst Wortheit in dieser Feier Welt zum Forschen verstehen. Aber ein Ding, was ich will uns haben denken, dass wenn wir Forschen lesen, dann wird von Jesus Christus in Wadakomen reden, da kann so sein, dass das auch passiert ist und dass das noch einmal wird passieren. In Englisch würde ich sagen, das ist in both and. Ein Ding, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir an diesem Thema, wir müssen anfangen mit was Jesus hat gesagt von seinem Wadakomen und dann das ewige, was die Bibel outlined von seinem Wadakomen, dass der Jesus verstehen. Ein paar Versen in der Bibel, Kapitel in der Bibel, was uns lernen von Jesus Christus in Wadakomen, was Jesus selbst gelehrt hat, als in Matthäus Kapitel 16, 24, 25 und dann in Markus Kapitel 14 und Lukas Kapitel 21. Und dann, wo sollen wir Offenbarung verstehen? Ich glaube, viele von uns lesen Offenbarung aus einem Buch, was uns wird sein, was noch kommen wird. Bei Offenbarung, ich glaube, wenn wir das lesen dann und verstehen, was Johannes seine Meinung wir hängen das Buch und dort wir das. Johannes schreibt das Buch durch den Heiligen Geist, da wir eine Offenbarung von Gott, dort hat die Christen Mut geben, dass sie so nicht abgeben in ihrem Glauben, dass Jesus Christus der Sieg hat und er hat gewonnen und er wird gewonnen. Dort wir eine Trost verehren. Man soll sagen, wo Nero und Domitian alle die Christen doodmürk und fehlt eine Hoffnung. Und Offenbarung wie eine Hoffnung verehren, dass Jesus Christus hat gewonnen. Die wird treu worden sein. Die wird treu bleiben worden. Die werden das ewige Leben kriegen. Und dann
kan we dat verstaan, dat openbaring is niet best een buik voor dat wat nach wat komen. Dat is niet bloos voor die we in de trupseltijd worden leven. Dat is voor jou, voor ons, van jou. Dat we de openbaring kan lezen en er veel hoopning van nemen. Dat Jezus Christus heeft gewonnen. Hij deed gewonnen en hij wordt ook gewonnen. Maar ik laat het denken, met dit wil ik sluiten. En dat we zullen verder wat checken. Van te Jezus zien Wadakomen met hoopning. Mijn angst is dat veel te veel christen hebben zich dat ongewaand en die hebben een onwaanheid te de angst wat komen dat van de enge wereld reden. We leggen ons zelfs aan te angsten. Wanneer enge wereld wat komen, dan worden alle deze treurige dingen passeren en we willen dat alle verstaan, hoe erg en hoe gruwelijk dat wordt zijn. En we leggen dat meest dat het ons een beetje aanangsten deed. En ons is veel schijner, wanneer we met anderen reden kunnen, die ook nog aanangsten. Aber alle steden in het Nieuwe Testament, wo dat van Jezus Christus zien Wadakomen reden deed. Wanneer de Christen reden deed, dat heeft niemand te doen met angst of met furcht. Dat heeft allemaal te doen met hoopning. En dit is de grootste punt wat ik wil gaan, we zullen van deel met naar huis nemen. En dat wanneer we van Jezus Christus zien Wadakomen reden doen, we zullen verder wat kijken en we zullen ons freien. We zullen ons niet angsten. Wanneer we kijken, waarom gaan dat in onze wereld, willen we ons niet angsten. In Predje heeft met geduld, en ik vind dat zeer interessant wat hij beobacht heeft. Hij zegt, het is interessant dat we in Noord-Amerika leven doen. Wanneer zij reden van het enge wereld, zij reden vaak met angst wat nach alle wat komen. Dat we in de arme steden leven, of wo dat niet zo leicht is, wanneer die van den enge wereld reden, dan die reden allemaal met vrede. En ik geloof, een van de oorzaken, waarom dus een onderscheid is dat we gleichen dat hier op deze wereld. Maar ik wil ons helpen denken, dat deze wereld is niet ons eigen woning. Onze hoopning is niet dat het hier wordt zich beteren. Onze hoopning is dat we een dag worden met Jezus Christus taub in hemel zijn. Dat is onze hoopning. Dat is onze ziel, wo we gaan willen. En ik geloof, wanneer we worden onze gedanken al op hemel staan en wo Jezus wordt terugkomen en alles graag merken, dan willen we ons niet angsten voor wat komen. We worden ons vrijen. Zo, we worden een beetje denken, wo past dit taub met avondmaal? Matthäus kapitel 26, maar 29 zegt het zo staat. Hier redt Jezus, en het is de laatste multi wat hij met zijn Jünger hadden. En hier zegt hij zo staat, als zij eten, neem Jezus dat brood, dankt dafür, en bruikt dat en geeft zijn Jünger dat en zegt, neem en eet. Dit is mijn Körper. En neem dat koffel wien, en als hij dafür gedankt had, geeft hij dat en zegt, drink alle daarvan. Wilt dit als mijn bloed en den nieuwen bund. Dat voor alle vergoten wordt, dat kunnen de zinnen vergeven worden. So dit zijn avondmaal versen. Zeer veel van ons zijn bekend met deze versen. Maar het is zeer interessant wat de nächste vers is, in 29 wat zegt es dit. Ik zei junt, ik wil van deze wijn niet meer drinken, maar on jenen dag, wanneer is dat? Wanneer hij wordt terugkomen. Hij zegt, on den ik ware frisch met je taub en mijn vader zijn rijk drinken wordt. So van daar, wanneer we overal taub gaan, denken we aan, hoe wunderbar het is dat Jezus Christus onze zinden vergeeft heeft. En dat is het symbool wat te woord overal reden deed. Maar denk eraan dat overal ook een symbool is van Jezus Christus zijn Wadakomen. Dat is een versmaak dat we worden, wanneer Jezus wordt terugkomen, voor alle eeuwigheid met arm taub in de maaltijd gaan. En te dat vrij we ons.
dort is ons eigen Hopninj. So waar we dan even gaan te avondmaal, ik wil beden en we de diakon naar voren krijgen. Jezus Christus, van jou, we willen ons hart ändern, wanneer we niet een rechte Einstellung haben. Wanneer we verder wat kijken dan zu der Zukunft und wir ängsten uns. Jesus, du hast uns diese Preiswert gegeben, dass du warst Wadakomen, dass wir können uns freuen, wir sollen uns freuen. Du warst alles dran merken, was wir ist. Und nu von der, wenn wir Abendmahl haben, wir beten, dass du warst zu uns senden. Wir beten alle das in Jesus Christus Namen. Amen.